Obermeier. Bitte sehr. Es erschien in Wien und Berlin ein Roman des österreichischen Schriftstellers Franz Werfel, 40 Tage vom Mustertag, in dem Werfel als erster Literat der Geschichte den Völkermord an den Armeniern seitens des türkisch-osmanischen Reiches schilderte. Aber heute, 100 Jahre später, streitet die türkische Regierung den Völkermord mit aggressiver Rhetorik nach wie vor ab. Regierungschef Davutoglu unterstellte dem Heiligen Vater Papst Franziskus der klare Worte sprach, offen Rassismus und Fremdenhass zu. Besonders bedenklich erscheint es mir allerdings, dass nicht nur die islamischen Nationalisten am Bosporus ihre Geschichte leugnen, sondern heute bereits türkische Jugendgruppen in Europa, die türkische Jugend, TGB Europa, in einer Flut von Aussendungen alle, die von Genozid sprechen, als Diffamierer der Türkei bezeichnen. Das ist für mich bedenklich bedrohlich festzustellen, dass Zuwanderer in der dritten Generation offensichtlich noch immer nicht im demokratischen Europa angekommen sind. Aus diesem Grund unterstütze ich heute mit meinem Stimmverhalten auch den vorliegenden Antrag. Danke sehr, Herr Obermeier. A teraz pan poseł Angel Дамбаски. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предложих, подписах и подкрепих тази резолюция по няколко причини. На първо място от дълбоко съчувствие и съболезнование пред наследниците на тези 1,5 милиона загинали арменци, жертви на арменския геноцид. Не само пред паметта на тези жертви, а на всички останали в рамките на Османската империя жертви на младотурският геноцид, който продължава от 1913 до 1921